Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ghost of Tsushima heute an diesem Samstagabend. Mein Name ist Jin Sakai und heute werden wir an dieser Stelle weitermachen, wo wir gestern so kläglich versagt haben, weil einfach unsere sogenannten Verbündeten nur aus inkompetenten Idioten bestehen und deswegen muss ich halt einfach mal schauen, dass ich das vielleicht anders angehe. Und zwar werde ich jetzt da heute mal ein bisschen den Schleichmodus aktivieren. Ja, mal schauen, da ist ein Gegner. Und der dreht sich natürlich genau jetzt um. Und da kommt auch schon sein hässlicher Freund. Das kann doch jetzt wohl nicht sein. Ja, so viel zu meiner Schleichaktion. Dann machen wir es halt auf die altmodische Art. Vielleicht ist es besser, wenn ich allein gegen die alle kämpfe, weil ganz ehrlich, diese Strohhut, Ronin, Deppen, die sind mir eigentlich bloß im Weg. Hey, block doch, du Mongo! Kann ich da irgendwie Umgebungsausschalten machen? Ist da irgendwie ein Ding? Hornistennest, Bombe, irgendwas? Oh. Scheiße! Gott! Warum mache ich das überhaupt? Das sind doch seine. Soll halt mein Spätzle das machen? Das sind doch seine Leute, oder? So. Dann schleichen wir uns jetzt einmal da runter und lassen die Typen da raus. Was? Wie? Macht euch kampfbereit. Geht voran. Nein, nicht kampfbereit machen, ihr Typen seid zwar bloß im Weg. Euch geht es gut. Ja, Ja, jetzt Scheiße, schon. Scheiße. Nein, ihr seht's mir nicht. Ihr seht's mir nicht. Die sollen sich jetzt mal um die Typen da kümmern. Ich schau, wo die anderen zwei hocken. Ja, mein Gott. Habe ich schon erwähnt, dass das eine richtige Scheiß-Quest ist? Also, Stealthen geht auch nicht. Aber allein kann ich die auch nicht killen, dann sind es fast zu viel. Grütze, fix. Hau doch ab, du. Also, sobald ich die rauslasse, sehen die mich. Das ist, glaube ich, das kannst du gar nicht verhindern. Was? Wie? Schnauze. Macht euch kampfbereit. Geht voran. Fürst Sakai? Euch geht es gut. Ja, Jetzt schon. wir verstecken uns mal im Gras.
warten, bis der Typ da vorbei ist. Dann killen wir den von hinten. Es war halt schön, wenn er mal ein bisschen schneller machen darf. Holen wir mal die anderen noch raus. Wo sind denn die anderen? Da ist noch Käfig. Nein, da ist keiner drin. Ist da wer drin? Oh nein, es ist ein Bär. Das ist ein Bär. Den lassen wir besser nicht raus. Ja, wo sind denn da die anderen? Da müssen doch noch mehrere sein. Da ist noch ein Käfig. Den glaube ich habe ich gerade übersehen. Sind da welche drin? Ich glaube, der ist Allah, oder? Ja, der ist Allah. Da ist auch keiner drin. Oh, meine Fresse! Wo sind denn die? Weich doch aus, du! Oh. Die Käfige habe ich schon aufgemacht. Ja, wo sind denn da noch Käfige? Da sind noch Käfige. Nein, ich will jetzt da niemand herausfordern. Ich will jetzt diese Vollidioten da. Bitte sag, dass da welche drin sind. Na, warte, da ist auch ein Bär, oder? Ja, ist ein Bär. Ja, leck mich doch, wo sind denn die? Da ist noch. Ach nein, das habe ich. Die habe ich schon aufgemacht. Oh, da ist ein Nissennest. Das sind jetzt 3, das rentiert sich noch nicht. Warten wir mal, bis es ein bisschen mehr werden. Kommt doch mal her, Jungs. Weil der hat schon wieder. Der Typ. Ich schaffe es nicht! Hilfe! Oh, nicht schon wieder! Bitte! Ja, gut. Ich kann jetzt gar nichts machen. Wie soll das machen? Guck mal, das mal. Ich schaffe es nicht! Hilfe! Ja, jetzt flacken wieder 4 Leute da. Und die gucken. Ja, Grutzi, fix, Alter, das gibt's ja wohl nicht. Ich schaffe es nicht! Ich schaffe es nicht! Ja, wir sollen das am machen! Wir sollen das am machen, wenn das so inkompetente Vollidioten sind, die Typen. Die reißen ja gleich gar nichts her, das ist ja abartig. Mei, haut's doch ab jetzt! Lasst mich in Ruhe! Ja, ihr Schmarrn da! Scheiß Quest, ich kann mich im Arsch lecken. Hau! Halt doch dein Maul, du! Da ist bloß der Bär drin. Meine Fresse jetzt! Aber ich lasse die Typen jetzt nicht raus, ich bin doch nicht blöd. Ich locke jetzt die einfach alle zu dem Hornissennest da. Nein, keine Bomben, ich brauche keine Bomben. Jetzt hör doch mal auf, oder? So. Wow, die bringen uns ja voll. Ja klar, ignoriert meinen Angriff einfach.
Kannst du einfach den Bär rauslassen und schauen. Ich lasse jetzt einmal den Bär raus. Ich lasse den Bär raus und hau dann ab. Mist, falscher Käfig. Na, richtiger Käfig, das passt schon. Der soll jetzt erstmal. Der Bär soll jetzt zuerst einmal ein bisschen aufräumen. So, Kleider, Fette weg. Jetzt hör doch mal auf! Oh, jetzt gibt der andere Fette wieder. Ich möchte die Deppen jetzt da nicht rauslassen, weil ganz ehrlich, die schaden mir mehr, als dass wir helfen. Ja, genau, Kimova, gute Idee. So, da ist glaube ich auch noch ein Bär drin. Oh, da ist noch ein Nistennest. Oder? Ja. Nicht den! So, Hornissen. Oh! Scheiße, ich wollte die eigentlich gar nicht rauslassen. Ja, obwohl, jetzt weiß ich, wo die sind. Dann kann ich mir jetzt, dann lasse ich jetzt die anderen schnell raus. So. Euch geht es gut. Ja, jetzt schon. Was? Wie? Macht Gut. euch kampfbereit. Ich hab die. Und jetzt? Jetzt muss ich die Mongolen besiegen. Vielleicht geht's jetzt besser, weil ich alle befreit habe. Hilfe! Na toll, so viel zum Thema, jetzt geht's besser. Jetzt kommt der andere wieder. Ah! Windkampfhaltung haben wir erlernt. Was, Cody? Ach, das war das mit der Speere. Ja, dann kommen diese Speertypen. Ja, gegen Speere und Äxte. Ja, okay, passt. Ja, okay, ich hab's kapiert. Ich darf gern weitermachen. Da war doch grad. Da haben wir schon alle. Na, nicht alle. Also so kann man die Windkampfhaltung nehmen, okay. Ich bleibe jetzt aber erst mal bei der Steinkampfhaltung. Jetzt den Alarm auslösen, damit Joso kommt. Ein Alarm muss ich auslösen. Wo muss ich da hin? Da. Unser guter Joso, wir sind bereit. Jetzt das Tor öffnen. Stellt euch und kämpft! Los, Leute! Kämpft für eure Freiheit!
Hilfe! Schon wieder. Ich schaffe es nicht! Hilfe! Ja, du schaffst das nicht, weil du ein inkompetenter Vollidiot bist. Der Scheiß bin ich selber verreckt wegen dir. Oh bitte, ich möchte nicht wieder von vorne anfangen. Na Los, gut. Leute! Kämpft für eure Freiheit! Oh Gott, aus einer Herausforderung ist jetzt nichts geworden. Egal. Hilfe! Wieso muss ich das eigentlich machen? Da sind noch ein Haufen andere Strohhüte. Hilfe! Ja, ich bin ja schon da. Hilfe! Was machst du? Hilfe! Ja, du siehst doch, dass ich gerade selber ein bisschen beschäftigt bin. Ja, jetzt so ein Wiederbeleben den Deppen. Hilfe! Sie töten mich! Bitte! Ja und? Ist das mein Problem, wenn du nicht kämpfen kannst? Ich soll's mir Vollidioten, verstehst? Haben wir's jetzt? Na, da ist noch einer. Auf Ryuso! Ja! Ich Auf wusste, Ry- ihr vergesst uns nicht. Auf Ryuso, hallo? Ihr habt euch gerade den Arsch gerettet, ihr Wichser! Wir haben gewettet, wann ihr uns befreien würdet. Ich hab verloren. Hoffentlich habt ihr Sache dabei. Das wirst du nicht glauben. Das ergibt keinen Sinn. Gern geschehen. denn? Die Mongolen haben meine Männer verschont und sie verpflegt. Mit gutem Essen sogar. Jetzt wundert mich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Also gut, Männer. Auf die Pferde. Ich muss zu Yuna, in Komatsu. Und wieder ein Technikheitspunkt. Können wir mal wieder was leveln. Aber jetzt warten wir erst einmal. Oh Gott, war das jetzt eine Kacke. Zogen wir uns wieder um. Nehmen wir den abgenutzter Strohhut. Na. Da sieht man doch nichts. Das war das Gelbe, das ist das Blaue, das ist das Weiße. Ich glaube, das macht aber keinen Unterschied von der Gesundheit her oder so. Nehmen wir die Rorin-Kleidung oder wie die heißt. Gut, so viel dazu. Okay, ich glaube, wir sind bald ziemlich am Ende vom ersten Akt angelangt. Endlich habe ich alle Werkzeuge Verbündeten beisammen. Ja, das ist, glaube ich, die letzte Mission vom ersten Akt. Was haben wir da sonst noch? Dann haben wir noch den da, der Weg des Bogens. Machen wir mal das noch. Da kann ich ja Schnellreise machen. Da
Kann ich Entschlossenheit erhöhen? Hä? Warte mal. Und da kann ich irgendwas machen, das ist leicht zu golden, das heißt, da kann man irgendwas machen. Schauen wir mal, was kann man jetzt da machen, hä? Da ist irgendwas von Bambusstände gestanden, keine Ahnung, was da gemeint ist. Da kann ich auf jeden Fall mit jemandem reden. Grüß dich. Vergebt's mir, mein Herr, doch ihr seht müde aus. Habt ihr viel durchgemacht? Das würdet ihr mir nicht glauben. Aber ja, Ruhe täte gut. Ihr solltet meine Schwester im Hiyoshi-Heilbad besuchen. Ich war krank und sie bestand darauf, dass ich ein Bad nehme. Ich konnte spüren, wie meine Lebensgeister neu erwachten. Genau das brauche ich jetzt. Okay. Das ist anscheinend jetzt keine direkte Quest, nicht? Ich glaube aber nicht, dass das war. Da kann man doch irgendwo was, da muss irgendwas mit Bambus irgendwo sein. Ja, mal schnell umschauen. Ah, Bambus schneiden. Ach so, das ist so ein Quicktime-Ding. Also L1XX. Gut gemacht. Schnitte Baumstelle 3. Oh Gott. L1XX, L1 und Dreieck. Oh mein Gott. L1XX, L1 und Dreieck. Du hast die falsche... Was soll das? Was ist denn die falsche Taste? L1XX, L1 und 3. Ich hab doch die richtige Taste. Willst du mich verarschen? Ja, vielleicht habe ich erst was in 3x X gedruckt. L1, XX. Ach, scheiße. Ja, jetzt habe ich es für Dreieck gedruckt. Das ist vielleicht gar nicht so einfach. L1, XX, L1 und Dreieck. Oh, fick! Zu langsam. Leck mich am Anus. Ja. Jawohl, geht doch. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Moment. Jetzt höchste Konzentration. Ah, fuck. Ja, Mist. Fast. Oh Gott. Ich hoffe, da kriegt man dann mal was Gescheites, wenn man das schafft. Wieso die falsche Taste? Ich hab keine falsche Tasten gedruckt. Jawohl! Ah, King Game, Alter. Was habe ich jetzt gedruckt? Deine Entschlossenheit steigt. Aha. Okay. Eine Ja, das... hervorragende Klinge, dieser Sakai-Stahl. Ja, In der Hand eines noch hervorragenderen Kämpfers. Schleimsau. Doch Bambustraining wird euch noch stärker machen. Ich brauche meine Kraft für das, was kommt. Auf der ganzen Insel gibt es Bambusstände. Dort könnt ihr euer Geschick verbessern. Lebt wohl, mein Herr. Aha. Ja gut. Okay, dann schauen wir jetzt einmal zu dem anderen Typen da. Wo muss ich denn da hin? Machen wir mal eine Schnellreise. Wann sieht man jetzt eigentlich mal diese... Wie heißt's? Tomoe. Sakai, Grüß dich. wir dürfen Tomoes geplanten Angriff auf das Hiyoshi-Heilbad nicht ignorieren. Warum ist sie von der Stadt denn so besessen? Ich wurde dort geboren. Die Zerstörung beweist ihren Wert für die Mongolen. Und erniedrigt mich. Doch das Gebiet ist von Vorteil für uns. 2 fähige Schützen können Hunderte aufhalten. Oder
Wir lassen die Mongolen gewähren. Tomoe erringt einen Sieg und wird unvorsichtig. Dann schlagen wir zu. Das Hiyoshi-Halberd als Opfer für Tomoe? Das Opfer ist es wert. Tomoe würde zustimmen, Sensei. Gut, Sakai. Sie greift von Norden an. Wir sollten uns darauf fokussieren. Nach geeigneten Anhöhen suchen, Pfeile platzieren und... Leise. Hört ihr das? Ein Pfeil, ein Tod. It's a trap. Na Jungs, wollen wir Freunde sein? Ah, das war jetzt die falsche Kampfhaltung. Nein, das ist so einfach. Hau ab. Wo ist denn der Bogenschütze? Da ist er. Am Bogenbären immer als erster Schritt, weil das sind die nervigsten. Aber genau das meine ich. Ha, easy. Na komm, was willst du mit deinem? Zack, zack, zack. Keine Chance, Alter. Da hab ich schon heftiger Gegner gehabt. Oh, ich glaube, ich habe gerade meinen Spätzle Ich hatte geschlagen. bereits mit Tomoes neuen Freunden gerechnet. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie mehr Männer geschickt. Sie wollte uns nicht töten, sondern aufhalten. Das Hiyoshi-Halberd. Der Angriff beginnt. Hier lang. Versprecht mir, weiter Tomoe zu jagen, wenn ich heute falle. Mir geht es um die Mongolen. Wir werden Tomoe besiegen. Keine Ahnung, Mir warum wir geht es um die Mongolen, nicht um sie. Hier geht es um mehr als Macht und Territorium, Sakai. Tomoe kämpft gegen alles, was einen Samurai ausmacht. Was sie tut, hat mit mir nichts zu tun. Ich erfülle meine Pflicht als Krieger. Sie weiß, dass ihr mein Schüler seid. Euer Tod zerstört mein Vermächtnis. Euer Weg des Bogens überlebt mit mir. Wo schlägt Tomoe zu? Hinten in der Stadt, beim Wasserfall. Der verwundbarste Punkt. Wenn wir vor den Mongolen ankommen, können wir uns vorbereiten. Das wird nicht leicht. Ist es nie. Ein bisschen schneller. Haben wir den ganzen Tag Zeit. Moment mal, Leute. Wald der verborgenen Quellen. Da ist ein Pferd. Ihr beiden, hierher. Welche beiden? Hä? Achso, die. Was ist, meine Herren? Die Mongolen marschieren zum Hiyoshi-Halberd. Versammelt alle beim Gasthaus und lasst euch nicht sehen. Wir kümmern uns um sie. Ja, meine Herren. Von hier aus ist die Sicht gut. So können die Mongolen uns nicht flankieren. Uns bleibt nicht viel Zeit. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Okay, jetzt werden wir wieder spähen müssen irgendwo. Wo können wir hin? Da. Da. Spähen. Wir haben keine große Wahl. Nutzen wir das, was wir haben. Hornissennester, Sehr gute Ablenkung. trockenes Gras. Lockt die Mongolen dorthin. Wir sorgen dafür, dass ihr Brandpfeile habt. Oh, kriegen wir jetzt Brandpfeile. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Nehmt diese Brandpfeile und verbrennt euch nicht daran. Oder mich. Brandpfeil. Für den Kurzbogen. Setzt Gegner Kleidung und trockenes Gras in Brand. Nice. Dann bleibt mir aus dem Weg, Sensei. Bereit machen. Die Mongolen sind bald hier. Ja, das glaube ich ja. Sie nähern sich. Gut. Dann werden wir ihnen den Weg des Bogens zeigen. Ich sehe aber noch keinen. Sie kommen den Berg hinunter. Greift an. Ein Pfeil, ein Tod, Sensei. Wir waren lieber ein Pfeil, viele Tote. Ja, wenn es da mal käme, Daten, die das gern. Ich sehe keinen. Ah, da! Scheiße. Zünden wir es mal an, oder? Zack. Hey, was willst du jetzt? Hau ab. Nicht schlecht, Sakai. Ich
Bin bereit für mehr. Sie ebenfalls. Dort auf der Hauptstraße. Ich Au. erledige sie. Scheiße. Oh, gibst du ja. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt auf einmal einen Brandpfeil schieße? Gar nichts, der fliegt durch. Boom! Burn, baby, burn! Jetzt mal. Hey! Verdammt! Keine Spur von Tomoe. Da sind noch mehr. Über worüber soll ich gerne helfen? So, ein paar Hornisten für die Herrschaften. Kehre ins Geschick. Oh Gott, da ist ein Fetter. Ah, ich weiß, was ich mit ihr mache. Scheiße. Scheiße! Das waren dann alle. Es ist vorbei. Fürs Erste. Ihr hättet gerne noch ein paar Brandpfeile. Gibt es die da? Ah, da. Brandpfeile. Ey, warte auf mich! Da ist sie ja. Wo? Das ist Tomoe. Sie verbrennt das Nagao-Banner. Jetzt haben wir sie. Bis wir dort sind, wird sie längst weg sein. Schon mal was zur Schnellreise gehört? Sie ist feige. Nein. Sie verhöhnt mich. Sie weiß, wer mein letzter Schüler vor ihr war. Hironori Nagao. Ihr sagtet doch, das war er nicht. Was denn nun? Ich war jung, hochmütig, gefühllos. Hironori nahm mich zum Vorbild. Er führte Rebellen gegen den Clan und verlor. Doch erst tötete er Fürst Nagaos beste Männer. Hironori starb nicht im Kampf mit Banditen. Die Geschichte sollte Nagaos Vermächtnis schützen. Meins war nicht mehr zu retten. Als sein Lehrer war ich nicht mehr vertrauenswürdig. Man war so gnädig, mich zurücktreten zu lassen. Ich redete mir ein, der Weg des Bogens müsse bewahrt werden.
die Wahrheit ist. Ich bin ein Feigling und hätte es längst beenden müssen. All das habt ihr Tomoe erzählt. Sie sollte bloß verstehen, was es mir bedeutete, wieder zu lehren. Und wie alles andere wandte sie es gegen mich. Ihr könnt Nagao nicht reinwaschen und Tomoe nicht ändern. Doch heute habt ihr die Menschen von Hiyoshi gerettet. Mit meinem neuen Schüler. Boom. Ich brauche euch bei Burg Kaneda. Mein Bogen gehört euch. Tomoe ist noch nicht fertig. Wir müssen sie weiterjagen. Werden wir, Sensei. Der Weg des Bogens. Talisman der Immunität. Sturm der Falke, Kurzbogenfarbe. Warte mal, Ausrüstung. Waffen, Bogen. Da kann ich glaube ich da kann ich die Farbe ändern. Und schaut der so aus wie der von dem alten. Ja, nehmen wir es einmal, oder? Das passt zu meinem Schwertkit. Guti, so viel dazu. Kann jetzt am Bogen verbessern, aber ganz ehrlich, ich hätte das alles gerne noch ein bisschen aufheben. Offene Rechnungen. Oder starten wir die letzte Quest vom ersten Akt? Burg Kaneda, da müssen wir ja dann hier. Ida Song, was kann ich da noch? Ich darf noch gerne ein bisschen leveln, bevor ich jetzt da das mache. Ein Zuhause, machen wir das. Kann ich da irgendwo schnell reisen? Da. Ja, Haftbomben sind eine coole Sache, also die haben wir schon oft den Arsch gerettet. Die haust dann so einen fetten hier. Und dann ist das gut. Autsch. Servus. Da kann ich wieder mit jemandem ein Schwätzchen halten. Schauen wir mal, was der oder die zu sagen hat. Es ist ein Er. Noch ein Samurai? Lebendig? Ich dachte, Fürst Jinroku wäre der Einzige. Der Name sagt mir nichts. Er ist in Kashini, mein Herr. Es freut ihn sicher, euch zu sehen. Ich würde ihn gerne treffen. Die andere Seite der. Jemand erwähnte einen lebenden Samurai, bla bla bla, ja. Das machen wir auch noch, aber nicht jetzt. Ja, ich brauche mal das Pferdl. Kacke. Oha, Plötze.
Mongolen haben sie! Wo, Mann in Not? Wo ist da ein Mann in Not? Ich sehe kein Mann in Not. Ah, da! Grüß dich. Ganz ruhig. Um wen geht es? Sie überfielen unser Haus! Die Straße runter! Meine Frau ist dort, mit meinem Sohn! Ihr ließt eure Familie zurück? Welche Wahl hatte ich denn? Ich bin kein Krieger! Ich helfe Ihnen. Bleibt hier. Los jetzt, Kage! Mongolen. Samurai Tokugawa! Aber jetzt schon wieder einen Fetten haben. Ich hasse das. Oh, da gibt's Haftbomben. Nimm die Haftbombe mit. Die Haftbombe kann ich gleich an den Fetten hängen. Oh, das seid ihr zwei Fette. Willst du mich verarschen? Da, der eine kriegt das gleich mal eine Haftbombe in die Fresse. Du sollst das an den Fetten hier hängen! Du Volldepp, du! Der Mann erwähnte Frau und Kind. Keine Spur von der Familie. Vielleicht draußen. Kann mir schon vorstellen, was mit der Familie, wo diese Familie ist. Wäsche. Noch feucht. Ein Überraschungsangriff. Hat der was dabei? Na. Hat da irgendeiner was dabei? Oh, eine Haftbombe haben wir wieder gekriegt. Das freut mich. Oh. Sehr viel Blut. Hier wurde jemand getötet. Ja, wer wohl? Leichen wurden geschleppt. Ins Wasser geworfen. Ein Spielzeug. Seine Familie hat nicht überlebt. Er sollte es erfahren. Ah, er ist schon da, das ist gut, dann muss ich nicht extra. Tja, mein Freund. Mein Herr, habt ihr sie gefunden? Mehr oder weniger. Eure Familie wurde getötet. Tut mir leid. Warum habt ihr nichts getan? Ich floh. Wie ein Feigling. Ich sollte auch tot sein. Ihr tragt keine Schuld.
Lasst ihren Tod nicht umsonst sein. Bekämpft die Eindringlinge. Helft den Bedürftigen. Ja, mein Herr. Okay. Ja, das war jetzt schon ein bisschen traurig, aber mei, es war auch irgendwie vorhersehbar. Talisman des Wohlseins. Was kann der? Erhalte 7,5, wenn du dich heilst. Was habe ich da? Bei 50% weniger steht Heilung. Ja, nein, lass den. Okay, okay, okay. So viel hier zu... Hoppala, was habe ich jetzt gemacht? Achso, nein, ich bin wieder zurückgegangen, das wollte ich nicht. Was haben wir hier noch? Die andere Seite der Erde, und was ist da hinten? Geflüster im Wald. Ja, machen wir das noch. Jetzt fängt zu bringen, aber nein, das will ich nicht. Ich finde das cool, dass man mit der Flöten da das Wetter ändern kann. Oder auch nicht. Na doch, hat schon funktioniert. Das ist ein braves Pferd, KG. Hallo? Wer stellt sich mir zuerst? Der mal die schnell killen. Ja. So viel zum Thema mit denen die schnell killen, gell? Schau mal kurz, wo der Vogel da hingeflogen ist. Kann ich dann auf? Nein. Ah, ich hasse es, wenn die diese blöden Felswände nicht aufkommen. Deckt mich am Arsch. Wo muss ich? Ist das da unten, oder? Wie friedlich es hier ist. Was ist das für ein Ort? Das ist die andere Seite der Erde. Ich dachte, ihr wärt Fürst Jinroku, doch ihr seid noch ein Samurai. Willkommen, mein Herr. Noch ein Samurai? Habt ihr nicht von Fürst Jinroku gehört? Er ist ein legendärer Samurai. Ich würde ihn gerne treffen. Wann kommt er zurück? Bald. Esst mit uns zu Abend. Vielleicht erzählt er euch eine seiner Geschichten. Ich bin zurück von meiner gefährlichen Mission. Keine Sorge, mir geht es gut. Oh oh. Oh, ich hatte keinen Besuch erwartet, aber natürlich freuen wir uns, dass ihr hier seid. Danke. Mir war nicht klar, dass andere Samurai überlebt haben. Was für eine grausame Schlacht, nicht wahr? Die Strände von Komatsu waren blutrot an jenem schrecklichen Tag.
Die Schlacht war bei Komoda. Oh. Natürlich, vergebt mir. Ich bin müde vom Reiten. Bitte, Nabe wird euch das Bad zeigen. Wir unterhalten uns beim Essen weiter. Bitte folgt mir, mein Herr. Oh, sie würden mir das Bad zeigen. Damit dir nehme ich doch gerne Was ein wisst Bad. ihr über Fürst Jinroku? Er erzählt uns alles. Wäre er nicht gewesen, hätten wir die ganze Insel verloren. Ja. War er bewaffnet, als ihr ihn traft? Er hat alles gegeben, um Tsushima zu retten. Außer sein Pferd. Es ist im Stall. Mein Bad kann warten. Ich will Nein. mir das Pferd ansehen. Nein, ich würde gern mit ihr baden. Gut, dann schauen wir uns halt den Gaulschnee an. Und der Gaul, wo ist der Pferd da ist. Aber da kann ich ja was mitnehmen. Normales Werkzeug. Nichts Außergewöhnliches. Ein Ackergaul. Kein Schlachtross. Und jetzt? Achso, ich bin noch nicht fertig. Ja, was soll ich jetzt da noch untersuchen? Also. Ich kenne diesen Sattel. Er gehörte Fürst Higuchi. Shinroku ist kein Samurai. Yep. Ich bringe ihn zum Reden. Als andere hätte mich jetzt auch gewundert. Und lass mich raten, er ist nicht mehr da. Wo ist Jinroku? Er ist fort, kurz nachdem ihr ins Bad seid. Was für eine Es Überraschung. war wohl sehr wichtig. Ich finde ihn. Ja, warum wundert mich das jetzt nicht? Verfolge Jinroku. Ja, wie soll ich den jetzt verfolgen? Da ist ein First Stopper. Jetzt sind keine mehr da. Doch, da sind wieder welche. Wir müssen reden. Bleibst du da? Bleib stehen, du Narr! Flieht, ihr Narren! Halt! Bevor es zu spät ist! Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ich habe niemanden einzugefügt. Oh, da ist eine heiße Quelle. Die müssen wir merken. Kann ich wieder healen. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. So, mein Freund. Und jetzt geht's zack, 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 zack. Ich fordere euch zum Duell heraus. Ja, macht es. Ihr wollt kämpfen? Ja, es ist der einzige Weg. Wenn ihr das wünscht, nehme ich an. Haben wir jetzt einen Bosskampf gegen den. Ernsthaft? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der allzu schwierig wird. Naja. Unser Schnetzelnden mal halt schnell. Wobei er cool Schwert hat. Aber meins ist cooler. Und los geht's. Wartet, ich will nicht sterben. Ich ergebe mich. Es Okay. tut mir leid. Das war jetzt ein kurzer Sagt mir, Bosskampf. wer ihr wirklich seid. Ich bin niemand. Ich versuche nur zu überleben. Ihr gebt euch als Samurai aus und bringt Schande über den Namen. Und ihr nutzt diese Frauen schamlos aus. Ich weiß. Bitte, mein Herr, lasst mich am Leben. Ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Verschwindet. Und wenn ich euch je wieder mit dieser Rüstung sehe, beenden wir unser Duell. Ja, dann lässt man halt. Hau ab. Lara, ich Okay. muss diesen Frauen die Wahrheit sagen. Ja, das machen wir gleich, aber jetzt würde ich gerne erst einmal wissen, wo war denn die heiße Quelle? Die war doch da irgendwo. Ah ja, scheiße, oh, das machen wir später. Jetzt gehen wir schnell zu die Damen zurück.
Eigentlich will ich runter und nicht auf. Fuck, ich glaube, wenn ich da runter springe, verrecke ich, oder? Ja, das können wir mal. Na, verreckt bin ich nicht, hat nur ein bisschen Heal abgezogen. Macht nix, wir sind hart im Nehmen. Wir sind Jin Sakai, der Super Samurai. Fürst Sakai, willkommen zurück. Servus. Jinroku ist nicht der, für den ihr ihn hieltet. Er war gar kein Samurai. Ah, er hat euch die Wahrheit erzählt. Ihr wusstet, dass er lügt? Er schien harmlos und wir genossen seine Gesellschaft. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht getötet. Er lebt. Doch er wird nicht zurückkommen. Ich sage den anderen, dass er eine wichtige Mission hat. Wir kamen ohne ihn zurecht. Das werden wir wieder. Okay. Anscheinend haben die... Naja. Die andere Seite der Ehre. Und einen Technikheitspunkt haben wir auch noch gekriegt. Das ist schön. Und ein Talisman haben wir auch noch gekriegt. Wahnsinn. Gut. Dann gehen wir jetzt zu der heißen Quelle. Zum Glück können wir da eine Schnellreise hinmachen. Da muss ich nicht wieder dann auftatschen. So, oh, jetzt machen wir uns erstmal einen chilligen. Wo ist denn da der Einstieg? Da. Ausruhen. Ah. So, jetzt können wir wieder sinnieren. Über Sensei Ishikawa, gefallene Samurai. Ach, keine Ahnung, wer ist denn der? Der Ishikawa war der mit der Tomoe, glaube ich, gell? Machen wir mal gefallene Samurai. Ich verlor gute Freunde am Strand. Kasai, Matsudo, Hongo. Ich vergesse nicht, was ihr für unsere Heimat geopfert habt. Und wir haben mehrere Heal gelegt. Boah, ich glaube, so ein Bad in so einer heißen Quelle, das war schon was Chilliges. Lassen wir uns nochmal ausruhen. Aber ich glaube, ich kann nicht nur mal mein Heal. Nein, kann ich nicht. Cool. Gut, dann darf ich sagen, wir beamen uns mal da hin. Wir beamen uns mal dahin und in der nächsten Folge, also morgen wahrscheinlich, werden wir mal den Akt 1 abschließen und schauen, wie das dann da so weitergeht. Dann werden wir wie immer erst einmal sauber einen abspeichern. Mal gerade wieder schauen, das ist der. Ja, bitte einmal speichern, danke. Und ja. Also, wie gesagt, morgen schließen wir Akt 1, werden wir Akt 1 abschließen. Ich wünsche wie immer allen einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Servus für euch.